Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. So, jetzt sind wir mal wieder in einem Gebiet beim Elfenteich. Ich finde es auch irgendwie redundant, beim Elfenteich die Zwerge leben zu lassen. Für jeden alteingesessenen Fantasy-Fan ist das eine Beleidigung höchsten Grades, dass die Zwerge beim Elfenteich anwesend sind. Ach ja, komm schon du. Gretel hinter der Heck, so. Und weiter geht's. Ich versuch's jetzt. Oh Mann, ist die blöd. So. Ich versuch's jetzt bei Pandoria. Gibt's dann das? Also das wird wahrscheinlich so hinter der Heck-Episode. So wie es aussieht, will die wohl eher sich verstecken, als dass sie wirklich was Effektives macht. Aber wenigstens kommen wir bei deinen Gegnern jetzt gut durch. Also das hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Die sind ziemlich easy peasy mittlerweile. Gretel. Willst du mich verarschen? So. Und mal den Pilzkopf fertig machen. Und weiter geht's. Zack. Jetzt noch die Blumen zum Platze gebracht. Und weiter geht's. Ach ja. Also manche von deinen Tracks sind wirklich sehr... die bleiben sehr im Gedächtnis, muss ich sagen. Interessanterweise kann ich auch nur mit dem Schwert durchs hohe Gras gehen, so im Zelda-Stil. Und nicht mit der Axt, obwohl ich mit der Axt halt auch Hecke und so weiter niederknüppeln kann. So. Jetzt. Und du kriegst auch noch was ab. Und als Reihe. Okay. Der ist hinüber. Dann machen wir uns jetzt wieder auf den Weg nach Pandoria. Weiter Richtung Süden müssen wir, glaube ich, gehen. Ups. Schöner bewusstlos war vor lauter Sporer. Pogo Puschel auch noch abgeschlachtet. Genau, Dorona. So, was hat er dann für uns? Achtung, was ist drin? 14 Goldmünze, okay. Das ist schon fast wieder eine Nacht spendiert bei den Zwergen. Bei denen kostet nur 15er. Zack. Okay, schlag mal die Wespe kaputt. Dankeschön. Wie im richtigen Leben, ne? Da geht man auch immer mit der Klaue auf die Wespe los. Zack. Und Platz. Ah, aber ich glaube, die kann man nicht essen, oder die Viecher. Also ich bezweifle zumindest, dass die schmackhaft sind, so wie die aussehen, die Dinger. So, jetzt haben wir auf die Wefts. Also die Dinger, die ich auch nicht unbedingt esse. Die wenigsten von den Monster sind wahrscheinlich genießbar. Vampirtulpe, würde ich glaube ich auch nicht essen. Ich glaube, das ist eher was für einen Holländer. So, zack. Und du auch noch. Ich auch noch was auf die Dates. Stirb, Pogo Puschel. Wobei das eigentlich die goldigste Viecher im ganzen Spiel sind. Und die harmloseste Gegner. Heilkräuter, sehr schön. Habe ich mal immer Heilkräuter benutzt? Anscheinend, ja. Ach, naja. Was man sich halt mal zwischendurch so reinsnackt. Zack. Dornenwespe ist erledigt. Das höre ich doch gern, sowas. Platsch. Heinzens Waffenlevel ist gestiegen. Axt erreicht Level 2. Was hat er jetzt für einen geilen Move drauf? Achtung. Yay. Also wie gesagt, auf Stufe 1 und 2 sind es eher so, naja, so Standard-Moves halt. So, da sind wir jetzt. Pandoria. Moment. Ich sollte vielleicht nur mal vorher speichern gehen. Also wie im richtigen Leben. Ach, wenn man irgendeine wichtige Entscheidung trifft, immer vorher speichern gehen. Ich mag nicht... Oh ne, für 10 Goldmünze ist aber eigentlich auch noch sehr gut. Aber ich mag trotzdem nur speichern gerade. Peng. Sehr schön. Haben wir jetzt eigentlich noch unsere Mana-Punkte wieder gekriegt? Ah ja, gut. Unsere Mana-Punkte sind wieder aufgefüllt. Das ist gut. So, jetzt gehen wir nochmal dort entlang. Wer bist denn du eigentlich hier? Nanu, Heidi, alles in Ordnung? Huch, sie ist weg. Komm, wir gehen mal zu der Ruine da ohne. Ich habe doch gewusst, das war noch etwas, was ich triggern musste. So. Heidi und der Hagen. Das sind wohl hier die Special-Leute. Da ist sie, die Heidi. Lass mich durch, all die Frau.
Kegel, ich mache Reis ohne Wiederkehr. Es war schön mit euch. Komm schon, Heidi, übertreib nicht so. Ihr Ignorante, Patsch, hast du mir nie gewäscht? lassen mich in Ruhe. Heidi. Deine Welt sind die Berge und so, ne? Hey, ihr, machen Platz. Ja, hast du mir deine Ware auf die Schnut gegeben? Schnell, bevor der Heidi etwas zustößt. Sicher ist der Hagen 8 drin. Jo, dann treiben wir doch die Quest noch weiter. Ich habe gutes Gefühl in dem Tempel. Hört euch doch nur die Musik an, das ist von Grund auf böse hier. Oh, okay. Na toll, der hat mich jetzt konfus gemacht, der Hansel. Ja, du Schweinepriester, du Tomatending. Elender Vegetarier. Ah, nee, das ist kein... Oh, hoppla. Ich habe das früher echt immer für Tomate gehalten, aber jetzt, je besser ich das sehe, desto eher weiß ich, was für ein rassistischer Hintergrund dort steckt. Ach du Scheiße. Das ist schon echt bitter, ohne Witz. Und natürlich schwirren nur auch noch 2 Zombies rum. Kann ich dem nichts... Ah, aber hier den Hansel. Helge erreicht Level 12. Okay, ich glaube, dafür sind wir etwas zu schwach. Okay, das ist schon echt hart rassistisch. Jetzt mal ohne Scheiß. Baobo Junior. Alter Falter. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Für mich waren das früher immer so Tomate, die auf so einem Ding geschwebt sind. Tomatenmann hieß das Ding ja auch. Alter, das ist schon echt bitter. Also wenn ich den jetzt so sehe, so braun mit einer dicke Lippe. Also sorry, aber das ist ja echt hart rassistisch. Mann. Also 1993 hat man es anscheinend noch nicht so eng gesehen mit Rassismus. Das ist schon ziemlich hart. Hart grenzwertig, würde ich sagen. Da ist wieder so einer. Alter Falter. Also für mich waren es früher echt immer Tomate und nicht sowas. Das ist echt bitter. Also, Mann. Willkommen in den 90ern. Und der hat jetzt Mondklinge auf sich gewirkt. Das ist an sich auch ziemlich geil. Weil die Mondklinge macht so einen Lebenskraftentzug schon mal automatisch. Was ziemlich cool ist eigentlich. Aber das kommt erst erheblich später. Das kriegen wir auch die Fähigkeit. Nur kommt es, wie gesagt, ziemlich spät erst. Ich glaube, du solltest dich mal heilen. So. Und der kann Zombies erschaffen. Und kann wohl, sehr viel Eis stecken. Tomatenmann ist erledigt. Heinz erreicht noch Level 13. Mann. Ich sag die 90ern jetzt zur Kampfart gegen den Tomatenmann. Okay. Ich habe jetzt auch wieder Schwert genommen in der Hoffnung, es würde besser wirken von der Zauber her. Von der Angriffe her. Und offenbar ist das ja wohl auch der Fall, finde ich. Die Axt ist halt wirklich eine sehr klobige Waffe und Fleischfetzer heißen die Zombies. Okay. Ja, kaum hat man Level mehr, kann man bei dem Tomatenmann auch wirklich Schade machen. Eigentlich ganz interessant. Oh, da war Zeitbombe drin. Jetzt kriege ich auch noch einen Feuerhagel ab. Der hat ein bisschen mehr abgezogen. Komm her, du. So. Mal gucken, dass wir den erwischen. Der kann schon irgendwie zaubern, glaube ich. Oh Mann. Heftig. Ich bin gerade echt am Verarbeiten von der Information, dass der Voodoo-Priester hier, den ich immer als Tomate gesehen habe, eigentlich so schlecht die Abbildung von einem Schwarze ist. Von einem schwarzen Junge. Und was für ein Stereotype Rassismus-Ding. Der erinnert an den vom Asterix von der Pirate, falls ihr den kennt. Der nicht R aussprechen kann. So sieht er ein bisschen aus. Mann. Okay, was haben wir dann hier noch drin? Also eins können wir auf jeden Fall sagen. Hier können wir richtig gut leveln. Also hätten wir das noch vorm Feuertempel gemacht, dann hätten wir wirklich ein Problem gehabt. Weil die Gegner hier sind doch ziemlich stark. Und gerade der Tomatenmann, der schluckt ja Angriffe ohne Ende. Aber auf die Mondklinge freue ich mich auch schon als Zauber. Das ist, glaube ich, von dem Wächter,
Oder von dem Element wäre ich da tatsächlich das einzig wirklich Verwertbare am Zauber. So, jetzt haben wir auf die Teufelsklinge drauf. Und die machen wir jetzt auch noch platt. So, und? Hat nichts abgezogen, natürlich nicht. Mann. Also wir bräuchten auf jeden Fall ein paar mehr Levels, glaube ich. Das tut uns gar nicht mehr so schlecht. Wobei er beim Heinz eigentlich nur noch 1 abzieht. Nur bei der etwas niedriglevelige Kollegin zieht er weniger ab. Zieht er mehr ab. So. Fleischfetze machen wir auch noch platt. Und zack. Also der macht schon echt heftig Schade hier, der Kerler. Oh, scheiße. Ich hoffe, es hilft noch. Ja, tatsächlich. Die Helga hat es nochmal gerade so gerettet vom Tod. Also es ist echt schon hart hier mit den Gegnern. Aber wir können ja an unsere Gegner wachsen, würde ich sagen. Und das halte ich persönlich auch für wichtig, dass wir eben an unsere Gegner wachsen. Und dass wir da nicht aufgeben, sondern hier eher trainieren. Und wirklich jeden Gegner abschlachten, den wir hier vorfinden. Die Zombies, diese Fleischfetzer, die sind eigentlich ganz okay. Die kriegt man relativ fix fertig. Nur die Tomatenmänner sind etwas härter. Und den Dido, die kennen wir noch aus dem Feuertempel, die sind auch machbar. Und die Teufelsklinge, die brauchen auch ein bisschen, bis man die erlegt hat. Aber das geht irgendwann auch ratzfatz, wenn man hier ein bisschen länger rumgeistert. Die Levels, seht ihr ja auch, die kriegt man auch relativ fix. Also dort soll es mal nicht scheitern, das kriegen wir ziemlich gut hier. Schachmeister heißen die, okay? Ja, nicht schlecht. Dann bestehe ich aber drauf, dass die nur fällt nur rechts und 2 noch over oder... Ja, ihr wisst, was ich meine, wie halt so ein Ritter im Schach springt. So. Aber diese Tomatenmänner haben halt ziemlich hart die Verteidigung. Das muss man nicht lassen. Und das sind auch eher so Supporter. Oh. Der hat mich jetzt mit einer Schutzaura umgeben. Warum auch nicht? Der scheint sich wohl verdrückt zu haben. So. Sehr schön. Heinzens Zauberschwur. Warum auch nicht? Also ich finde es eigentlich ganz lustig mit dem Heinz als Name, weil du ist das S hinten dran. Heinzes Zauberschwinden oder sowas. Oder Heinzes Waffenlevel steigt. Du findest es eigentlich witziger, immer zu sagen Heinzen. Ach ja. Ich und mein merkwürdiger Humor und ihr wollt dann wissen, wie es in meinem Kopf aussieht. Eieiei, 109 Schadenspunkte, nicht schlecht. So, jetzt halte mal die Gaula. Und du machst noch mal eine Heilung, bitte. Tomatenmann ist erledigt mit 13 Schadenspunkte, die ich gemacht habe. Naja, wenn das schon ein Crit war, das ist bitter. Das ist echt bitter. Aber Ewe ist er geplatzt. So. Viel hält er nicht aus, aber das liegt halt auch daran, weil sehr wenig durchkommt. Also deren Verteidigung ist wirklich ziemlich heftig. Das sind die geborenen Supporter. Eine sehr hohe Rüstungsklasse. Und machen viel Unterstützungszauber, um ihr Mitstreiter aufzupushen. Klassische Unterstützer, würde ich sagen. Autsch. Gretel erreicht Level 14, ne? Das geht jetzt, wie gesagt, rucki-zucki hier. Wir müssen halt immer nur mitnehmen, was wir kriegen können an Gegner. Es gibt ja so Leute, die machen so Challenges, das in so niedrigem Level wie möglich zu schaffen. Und das finde ich persönlich schon ziemlich heftig. Heinz erreicht Level 14. Jetzt müsst ihr wirklich schade machen. Ja. Weil die Stärkepunkte und so, die steigen ja auch immer pro Level. Und mit dem normalen A-Griff komme ich da immer noch nicht durch bei dem Kerl. Das ist echt arg. Probieren wir es noch einmal. Ja, so komme ich wieder durch. Puh. Bräuchte ich noch ein paar Levels. Ich glaube, Level 16 oder so wäre schon angebraucht, wenn wir hier rausgehen.
Aber die Musik ist auch etwas nervig mit der Zeit, wie ich finde. Ich finde zwar die ganze Umgebung sehr geil gemacht mit diesem Tempel-Schloss oder was es sein soll. Das ist schon echt geil gemacht. Und hier mit einer Waffeständer, mit einer Waffe an der Wand. Also das finde ich auf jeden Fall ziemlich geil vom Ambiente her. Aber die Musik ist doch mit der Zeit wirklich nervig. Anders kann ich es gar nicht mehr sagen. Deswegen versuche ich auch immer so ein bisschen drüber zu schwätzen. Oh, das war gut. Das war ein guter Crit gerade. So, läuft nur den Zombie in Ruhe. Hört mal auf mit dem zu spielen. Ich mag jetzt mit der Klinge hier spielen. Zack. Mal ein bisschen auf die Schnut geklopft. Sofern so eine Waffe Schnut hat. Naja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Und weiter geht's. Das ist ja alles nur, sind ja alles nur Redewendungen, so wie Tritt in den Hintern auch nicht wörtlich genommen werden muss, ne? Und... oh Mist, das war in die falsche Richtung, glaube ich, geguckt. Ah! Dann habe ich jetzt sogar hingekriegt mit einem Schlag. Nicht schlecht. Noch einmal. Ja, der Blitz ist nicht zweimal eingeschlagen. Schade. Feuerhagel. Ja, das zieht wieder ordentlich was ab. Das war schon bösartig. Ich könnte euch hier gebrauchen gegen den Tomatemann. Sonst ruft ihr immer weitere Zombies. Also, bitte hilf mir. Damenschaft. Okay, die Dinger sind fort. Aber Zombies kann man ja jederzeit neue rufen. Und gerade was jetzt wieder. Ja, auf jeden dämliche Schade zu schlucken, den ich bei dir mache. So, in die Schäm dich Ecke mit dir und so geht das. 170 Schadenspunkte muss ich gemacht haben, nicht schlecht. Erlaub, erstmal einen Schluck Wasser. Ach ja. Aber ich würde echt sagen, mit Level 60 sollten wir hier schlechtestens rausgehen. Alles andere wäre unfair gegenüber weitere Passage, die wir durchzumachen haben. Und es ist ja auch für euch irgendwie heftig zu sehen, wenn ich bei dem Spiel bei jedem Gegner eigentlich hänge, beziehungsweise bei jedem Level dann hänge. Und ihr wollt ja auch sehen, dass ich durchkomme. Es muss ja nicht so sein, dass man wirklich total einfach hat und bei jedem Gegner nur einen Schlag braucht, bis man durch ist. Aber man soll ja sehen, dass man hier auch Kämpfe liefert. Und dafür finde ich auch müssen das keine Hardcore-Kämpfe sein. Das haben wir ja bei Terranigma 8 gehabt. Bei Terranigma habe ich halt auch für den Endboss relativ humanes Level gehabt, wie ich finde. Weil wenn man da ein niedriges Level hat und wenn man nur so ein paar Schadenspunkte macht, Helga erreicht Level 14, schön. Entschuldigung. Und wenn man da ein entsprechendes Level hat, dann ist der Endboss auch definitiv machbar. Man kann einen schönen Kampf zeigen, ohne dass es langweilig wird und ohne dass man irgendwie nur ein paar Schadenspunkte macht und dann ewig im 3-Dach-Dra sitzt. Das finde ich dann auch immer etwas lästig. Oh Mann, der kann auch viele Attacken ausweichen, habe ich das Gefühl. Ich meine, ich treffe den eindeutig mit meinem Schwert, mit meiner Schwertattacke. Aber er kann dann auch teilweise ausweichen, hier dieser Tomatenmann. So, jetzt nochmal. Eva habe ich ihn getroffen. Sehr schön. Gut, hier ist nichts drunter. Das ist nur Balkon und Deko. Und da ist ja noch so einer. Heieieiei. Das sind schon hartnäckige kleine Kerle hier. So. Zack, getroffen. Ich bräuchte nur da heilende Kräfte. Und sehr schön. 186 heilt das schon. Also echt nicht schlecht. 13 Schadenspunkte noch gemacht. Meine Güte. Sogar der Nebel pulsiert vor lauter Unfair. Gott. Und ich glaube, es kommt kein Gegner mehr, oder? Habe ich umsonst aufgeladen. Nee, ein Schachmeister. Den mache ich fertig. Toll, dass ihr mit euren 4 Schadenspunkte meiner überdeckt habt. Herzlichen Glückwunsch. Okay, der ist auch hinüber. Und
Ihr könnt ja mal lustig raten, da eigentlich die Episode gleich vorbei ist, was in dem Level der Endboss ist. Also ich kann zumindest sagen, hier diese Thematik von Grusel und Gruselschloss, die ist definitiv tongebend, auch für den Endgegner. Beim Feuertempel wäre es definitiv unfair gewesen, euch rote zu lassen, weil auf Feuermutant kann ja keiner kommen, außer jemand, der das Spiel schon kennt. Aber dass es mit Feuer zu tun hat, das war schon irgendwie absehbar. Wobei Feuer ja eigentlich auch, wie gesagt, bei dem Tempel falsch war. Das ist ja eigentlich der Erdtempel gewesen. Und der hat halt ein paar Feuerelemente mit drin gehabt. Der Feuertempel, der eigentliche, der kommt ja noch erst. Den könnt ihr euch auch schon früher. Die Tempel wären natürlich immer etwas schwieriger. So. Und ich stehe jetzt an der Stelle, mache ich jetzt auch hier meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Da kämpfen wir uns zum Endboss durch, denn es derzeit noch zu erraten gilt von eurer Seite. Ayan Yankee.